Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, jetzt sind wir im Rücken vom Lotter. Jetzt sieht er das sowieso nicht mehr. Und dann können wir hier, das müsste jetzt Valentinos Haus sein, was wir ausrauben können. So. Ja, irgendwie finde ich es schon schade, dass wir dem Fernando jetzt die ganze übrige Sache, die er noch gehabt hat, abgeluchst haben. Auf der anderen Seite finde ich es auch gar nicht so schlimm, weil der Typ lässt sich mit Bandite-Ei. Da habe ich irgendwie jetzt auch nicht so schlechte Gewisse, dem Typ hier sein Zeug zu klauen. So, das ist dann Valentinos Haus, da habe ich noch viel weniger Skrupel, den Typ auszurauben. Siehst du, der käme mitten in der Nacht, oder der wäre bis morgens in der Kneipe und würde dann tagsüber pennen und käme dann wieder ovens in die Kneipe, um dann wieder zu saufen wie ein Specht. So. Da liegt noch eine Frau bei ihm im Bett, oder was? Na toll, verheiratet ist er auch noch, der Idiot. So, Silberkelch gibt's ja noch. Gucken wir nochmal, dass wir da hier was klauen können. Links, 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 rechts, rechts, links, links. Ja, die haben auch einen festen Schlaf, muss ich sagen, hier, wenn die nicht mal checken, dass einer neben dran die Truhe knackt. So, da muss ich dann hier, glaube ich, noch die Lampe ziehen, damit ich in den Geheimraum ohne komme. So, Silberteller, das kann ich alles bei dem Halvor dann verkaufen. Na, muss ich nicht hier die Lampe ziehen oder so? War das nicht irgendwas in der Richtung? Oder hier das Wappenschild drücke könnte auch sein. Ich hoffe nur, die Frau wäre da nicht wach. Also wenn der Typ verheiratet ist, ist es noch größere Schmierlumpe als gedacht. So, und? Das hier drücke vielleicht als Schalter? Ne? Ne, macht da nichts. Dann war es vielleicht doch die Lampe. Irgendein Geheimraum war das, aber ich weiß jetzt nur auf zum Teufel nimmi, wo dann dieser blöde Geheimknopf war. Eventuell hier bei der Lampe. Oder bei der Wolfs-Trophäe. Das könnte auch sein. So, gerade mal gucken. Die Wolfs-Trophäe, sind es die? Ne. Die nicht. Dann die hier vielleicht. So. Na, lass dich die bewegen? Nee, bei der auch nicht. Dann weiß ich es echt nicht mehr, wo hier der Geheimschalter war. Das Schild ist es auch nicht. Dann war das vielleicht bei der Paladine, wo ich das Ding betätigen muss. Sicher bin ich mir noch nie mehr. Also die Lampe ist es auf jeden Fall nicht. Das Wappenschild ist es auch nicht. Der hat es irgendwo versteckt. Tagsüber ist natürlich schwierig, ein Ei zu brechen hier. Auch wenn der Typ schläft. So, nee, da ist es nicht. Wo war dann das? Wo war dann das nochmal? Verdammt nochmal, verflixt nochmal. Bürgerin kann es uns wohl auch nicht sagen. Nee, dann könnte es bei der Paladine im Schlafhaus gewesen sein, der Kaserne. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Beim Richter habe ich ja schon einen Geheimraum gefunden, da fehlt mir nur noch der Schlüssel. Okay, dann gehen wir hier nochmal raus. Allahu. So. Und dann brechen wir bei der Paladine nochmal ein. Weil wir jetzt nochmal ein zweites Spielstand dafür. Weil ich habe hier schon ziemlich viel Zeit verschwendet. So, ist eventuell hier irgendwo etwas zum Drücker. Ich lasse jetzt mal das Zeug hier sei. Gucke, ob ich nicht hier eventuell irgendwas drücken muss. So, hier ist nix. Und um den letzten Kelch zu kriegen, muss ich auf jeden Fall ins Rathaus. Das ist noch irgend so ein Bürger. Gold, Lederbeutel, Gold, Gold. Dolch lasse ich jetzt mal Dolch sein. Oh, nee. Das ist nicht so gut. Aber das hat ihn nicht geweckt, glaube ich. Huch. Kleiner Grafikfehler. Na gut, wir können aber trotzdem mal gucken, was in der Truhe drin ist. So. Na. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Finger weg da! Ups. Das war nicht so gut. Links, rechts, rechts, links. Links war es, glaube ich.
war sklavisch. So. Auch mal gucken. Zack. Okay. Also Dolofu wacht da nicht auf, dass ich hier auf dem Stuhl mich hocke, aber wie ich versuche, die Truhe zu knacken, das kriegt er dann mit. Na gut. Wir haben ja alle Zeit der Welt hier nochmal. Ist so gerade der Anfang von der Episode. Wir haben es jetzt 3:33 Uhr, ja, also allmählich wird die Zeit knapp. Noch einmal. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, links. Finger weg da! Okay, nochmal. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links war's, glaube ich. Nochmal. Mann, 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 Mann. Das sollte sich besser lohnen. Ich hoffe, es klappt. Es ist auch keinerlei Musik mehr zu hören hier. Das ist wahrscheinlich der Nachtruhe geschuldet, dass hier wirklich keine Menschenseele mehr wach und unterwegs ist. So, noch einmal. Noch einmal. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Okay. Ein bisschen Gold haben wir hier noch drin. Nämlich gern. Der Typ ist nicht wachwoche. Dann kann ich auch hier nochmal den Letterbeutel und das bisschen Gold noch mitnehmen. 1, 2, 3 Goldstücke und ein Letterbeutel. Alles klar. Schön, schön, schön. Dann muss ich wahrscheinlich ins Höhergear. Du ist dann die Kaserne der Paladine. Und mir haben jetzt seit 3:44 Uhr. Okay, noch hat kein Schwein mitgekriegt, was ich hier mache. Aber bevor ich auf Verdacht zu der Paladine gehe, gehe ich lieber dort hier, wo wirklich ein Blutkelch ist. Ins Rathaus komme ich noch nicht. Da muss ich erst den Milizarg hören. Aber das ist dann auch nicht so das Problem. Der Statthalter hat in einer Truhe ach was verschlossen. Ich kann jetzt aber so gut wie möglich hier schon mal Einbrüche begehen. Oh scheiße, es sind gerade 2 Milizionäre hier. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut, wenn hier die Jungs lauern. Der Wambo vor allem. Okay, lass mal den Wambo mal Wambo sein erstmal. Mit dem können wir später noch quatschen. Okay, da kann ich also noch keinen wirklich sicherer Einbruch begehen. Gerade mal gucken. Nee, da habe ich dann noch nicht. Bei Salandrill muss ich tagsüber einbrechen. Und ansonsten gucken wir mal, dass wir jetzt hier nochmal was knacken können. Beim Richter gehe ich auf jeden Fall auch nochmal rein. Aber das machen wir dann im Anschluss. So. Erstmal will ich... Oh, da steht noch so ein Ritterlein rum. Der hat anscheinend kein Bett mehr gefunden, der Kerl. Das ist eine Buchkommode. Da pennt irgendein Bürger. Da ist ein Schalter. Aller hopp. Das könnte das sein, was bei Valentino im Haus hier der Geheimgang öffnet. So. Irgendwo geht auf jeden Fall was auf. Und könnte bei Valentino sein. Sicher bin ich mal nicht mehr. So, jetzt gucken wir, dass ich da noch hinkomme. Rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Nimm deine Finger weg da! Okay, ist ja gut, ist ja gut. Hier nochmal. Na gut, dann halt nur der Schalter. Dann halt nur der Schalter. Bevor ich jetzt so wieder ewig die Kombination raussuche. Mal lieber hier nochmal ganz leise. Und... Okay, jetzt pennen auch alle Ritter. Gut, gut. Ja, bei Salandrill geht's derzeit nicht. Also 2 Milizionäre, die da an dem Platz stehen, das ist nicht so gut. Was aber geht, ist jetzt hier den Schalter zu drücken. Wird auch kein Schwanz wach davor. Und dann gehen wir mal weiter. Manometer, leise, leise, bloß leise sei. Wenn so ein Dietrich abbricht, weckt das die ganze Knabe hier. Und in der Paladinskaserne bemerkt zu werden, ist etwas peinlich. So, die richten mich sofort. Innos-Statue.
kann man dann froh sein, wenn die mich nicht sofort am nächsten Baum aufknüpfen, wenn die mich hier auf frischer Tat ertappen. So, okay. Dann können wir jetzt nochmal gucken. Oh, da schwankt schon einer heim. Mist, das könnte nämlich der Valentino sein. Ist er das? Ja, das ist tatsächlich Valentino, der um 4er heim schwankt. Dann geht er auch hoch. Das ist egal, der sieht uns gerade eh nicht. Und Lothar sieht uns auch nicht. Gut, dann hoffe ich doch, dass das jetzt der Geheimgang bei ihm aufgemacht hat. Sicher bin ich mir halt nicht. Aber wir können gucken. Nee, bei ihm hat es nichts aufgemacht. Okay. Dann muss es ja trotzdem irgendwo versteckt was gäbe. Ich bin mir aber echt nicht mehr sicher, wo das war. Nee. Dann vielleicht nochmal beim Richter mein Glück probiere. So. Okay, gut. Dann probieren wir jetzt nochmal beim Richter unser Glück. Und schauen mal, was da abgeht. So. Erstmal hier nochmal speichern. Dann gehen wir einfach mal so rein. So. Einfach mal ganz normal hier. Mit dem Richter Sprecher. Hey, du. Was ist los? Okay, Mist, nee. Für den bin ich auch noch nicht gut genug. Den kann ich auch noch nicht bestehlen. Doof. Na gut, dann müssen die Blutkelche wohl doch vorerst noch ein bisschen warten. Huch, du hast sich jetzt spontan aus dem Nebel hier Arbeiter gebildet. Okay, dann war es das erstmal damit. Schade, schade. Das müsste ein normaler Typ sein. Ah nee, das ist wieder der Wambo Jumbo. Was machst du hier? Ich achte darauf, dass niemand die Häuser betritt. Ausdrücklicher Befehl von Lord Hagen. Und lass dir bloß nicht einfallen, gegen diesen Befehl zu verstoßen. Alter, was der für freche Stimme hat. Aber ich glaube, der Typ kann uns was verkaufen, wenn wir bei der Miliz dann fest dabei sind. Hier sind immer noch 2 Hansel. Na gut, das war jetzt unser vorläufiger Bruch hier. Wir können später nochmal zurückkehren, wenn es wirklich morgen ist. Und können nochmal mit Fernando sprechen. Vorerst habe ich aber noch ein bisschen was für Bromor parat. Deswegen sollten wir dort als nächstes hier. So. Gut. Jetzt kommt auch wenigstens wieder Musik. Herrgott nochmal, das war schon etwas gruselig ohne Musik die ganze Zeit. So. Also die Sache im Schutz der Nacht, die wir machen konnten, haben wir jetzt gemacht. Dann schwätzen wir jetzt nochmal mit dem Bromor. Und dann schauen wir mal, was wir noch so machen können. So, hier wird nochmal gespeichert. Fast 5er. Fangen die erste schon an aufzusteigen. So, Bromor. Der erzähle ich gar nichts mehr. Hier. Ich habe die Schale gefunden, die Lucia dir gestohlen hat. Großartig. Das wurde aber auch Zeit. Wer sagt denn sowas? So. Willst du gar nicht wissen, wo Lucia ist? Nein, wieso? Die Schale ist doch wieder da, oder nicht? Es ist bisher ohne Lucia gegangen, dann wird es das auch weiterhin. Okay. Reisende soll man nicht aufhalten. Der erzähle ich gar nichts. Na gut. Dann. Wie sieht's aus mit Finderlohn? Du kannst dich mit einem meiner Mädels umsonst vergnügen. Ist das nichts? Okay. Fordern wir mal ein bisschen mehr. Das ist mir zu wenig. Er sollte lieber Nimm es, oder du brauchst hier gar nicht wieder aufzutauchen. Und? Vergiss es. Dann verschwinde aus meinem Laden, du Dreckskerl. Und glaub ja nicht, dass du hier nochmal bedient wirst. Okay, gut. Das ist mal wieder. Dann nehmen wir das halt A. Na gut. Nehmen wir das Angebot halt A. So. Dann erledigen wir das relativ schnell. Warte mal. So, hier. Ich habe die Schale. Großartig. Bla bla. Dann hier nochmal. Willst du, Nein, es ist... Bla bla. Und hier. wie sieht's aus mit Finderlohn? Du, Bla bla. Hier. Abgemacht. Hier deine Schale. danke. Geh zu Kein Nadja. Geheimnis mehr. Sie wird dich nach oben begleiten. Ja, die hatte ich aber schon mal. Ich hätte gedacht, wir kriegen wenigstens irgendeine Nei, aber
Anscheinend nicht. Na gut, dann kommt jetzt hier nochmal die Edda raus. Ah ne, Fenja hieß die. Mit Halvor hätte ich eigentlich auch nochmal ganz gern gesprochen, aber das dauert dauert noch ein bisschen, bis der aus der Falle raus ist. Dann könnte man die Zeit möglicherweise nutzen, nochmal mit Ignaz zu sprechen. Bezüglich seinem Experiment. Ja, hier steht mal ein bisschen flotter auf noch. Gute Karl. Und Ignaz war hier drüber, glaube ich. So. Können wir mit dem Hansel nochmal quatschen. Wegen seinem Experiment. Ich habe es ja schon ein paar Mal ausprobiert jetzt. So, Kerl. So, bin ich wieder. Hier. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. So. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Klingt doch ganz gut. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Und du benötigst unterschiedliche Pflanzen oder andere Ingredienzien für jeden Trank. Gut, also... Oh, Trank der Geschwindigkeit kann ich sogar lernen. Ja, das sind keine schlechte Dinger, die ich im Laufe der Zeit mal wirklich lernen Zeig mir deine sollte. Ware. 3 Vergessensspruchrolle, die nehme ich doch glatt. Dafür kriegt er auch ein bisschen was zurück. Kriegt er ein paar nette Sachen, wie leichter Zweihänder, Holzfäller, Axt, Kriegskeule kann er aber, jede Wolfszahn kann er meinetwegen auch haben. Und dann anderer Quatsch kann er auch hier haben. Bis auf einer, den halte ich mal zurück. Ich glaube, das kann ich nämlich bei der Miliz oder so noch abliefern. So, dann der Gehstock von Valentino kann er meinetwegen auch haben. Dolch kann er haben. Jagdbogen. Bossbass Jagdbogen. Ah, okay. Stimmt, da war ja noch was. Und der Kurzbogen können wir auch noch verticken. So. Gut, perfekt. Dann haben wir jetzt auch wieder eine Quest hier weniger. Krautpaket, dafür muss ich den Kistechef niedermachen. Wir haben es jetzt 5:31 Uhr. Könnte sein, dass der gute Halvor jetzt auch wieder wach wird. Und der Karl hockt hier noch da und macht erstmal Frühstück. Das habe ich schon. Halvor steht in seinem Lader. Für dich habe ich was. Hey, du. Hatte das nicht. Bitteschön. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram Und? 200 Goldstücke. Na, meinetwegen. Das höre ich zum Bitteschön. ersten Mal. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder. Ja, bla bla. So, ja, wegen der Fischer, genau. So. Zeig. Okay, da hat er nix, aber Dietrich hat er parat. Die nehme ich natürlich liebend gern. Ich habe da meine eigene Meinung. Und dann haben wir im Hafenviertel auch erstmal nichts mehr zu erledigen, bis auf den Kistechef. Dann könnten wir eventuell noch zum Mosche probieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich den Typ jetzt mittlerweile gebacken krieg. Da war der Karteverkäufer und Kartezeichner. Dann kann ich es nochmal so probieren. So, machen wir hier nochmal unseren Speicherpunkt und probieren es noch einmal. So. Okay, da kommt ja schon Argstürm, der Hansel, die Wache. Komm schon her. Mistkerl. Wir haben so mittlerweile auch schon mit Typen zu tun gehabt, die ähnlich drauf waren und ähnlich stark waren. Aber der hat halt die etwas bessere Waffe im Vergleich zu den anderen Typen. So. Aber wir haben jetzt auch eine deutlich bessere Waffe. Von daher gucken wir mal. Ja, wenn der mal einen Crit reißt, dann reißt er halt einer. Das ist halt wirklich so. So, komm her, du. Dämlicher Kiste-Hansel. Sollten halt bei Möglichkeit die Bürger draußen nicht mitkriegen, dass ich mich da mit dem Flegel hier rumprügel. Wir könnten aber auch noch... Habe ich noch irgendeinen tollen Zauber parat? Könnte sein, dass ich noch irgendeinen guten Zauber habe, den ich auf den Typ schmeißen könnte. So, das knuspern wir uns mal rein. Schlaf könnte ich natürlich auf den verwenden. Oder großer Feuerball, aber das ist nicht gut genug. Da bin ich nicht gut genug für. Probieren wir mal Eisblock aus bei dem Typ. Und? So. So ist er. Eingefroren. Und
So. Mit viel Glück war's das. Mit ganz viel Glück. Jo, tatsächlich. So leicht kann es manchmal sein. Grobes Breitschwert gibt er uns. Nicht sehr freiwillig, aber er gibt's uns. So, jetzt ist das Gedöns auch weg. Und Lagerhausschlüssel gibt er uns noch. Okay. Grobes Breitschwert. Wer haben wir es dann? Hier, 40-40. Nö, da ist meins definitiv besser. Da hockt er jetzt der Kiste-Chef mit offener Gosch und guckt blöd. So, dann können wir jetzt hier nochmal gucken, was es hier gibt. Mit dem Schlüssel können wir aufmachen. 5 Essenz der Heilung nehme ich doch liebend gern. Und was haben wir dann noch? Hier dürften wir irgendwo das Krautpaket haben. So. Genau, Krautpaket. Ein schweres, klebriges Paket, das nach Sumpfkraut stinkt. Sehr schön. Wie gesagt, wenn ich jetzt mich des Söldner anschließen wollte, dann hätte ich gesagt, das geht an Cypher. Da ich mich aber der Miliz anschließen will, werde ich dann das ganze Lord André übergeben. Und wenn nicht sage, ich hab's ins Hafenbecken geworfen, weil ich glaube, das ist sogar die erste Aufgabe von der Miliz, die man so kriegt. Moment, nee, da möchte ich jetzt nicht rum. Ich mag jetzt der ganz normale Hauptweg gehen, weil ich noch mit ein paar Leuten im Handwerkerviertel quatschen muss. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Und damit das auch wieder geregelt ist, erst einmal so ein Blaufliederfresser. So, da ist nämlich mein Mana auch wieder hergestellt. So leicht kann es manchmal gehen mit einer Kiste Chefs. Also wenn ihr auch mal im richtigen Leben Probleme habt mit so einem Lagerverwalter oder so, einfach Eisblock drauf wirken und knüppeln, bis er kein Land mehr sieht. So wird das gemacht. Sudela. Mit Harald mag ich nochmal sprechen, da kann ich nämlich ein paar Waffen verkaufen. Aber der ist gerade nicht dort, der macht noch, der pennt noch um 6:22 Uhr, aber der Tischler ist fleißig. Okay, mit dem kann ich nicht über seinen Elridge retten, der mit der Lucia durchgebrannt ist. Und Bosbar steht auch schon da. Für dich habe ich auch was, Kumpel. Hier. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. Mein Bogen? Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten. Ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten gekommen. Nein, ich habe sowas schon öfter gemacht. Na, jedenfalls danke. Ich schulde dir was. Und? Zeig mir deine Ware. Nee, leider kann ich dem die Fälle nicht verkaufen, als wäre ich sein Lehrling, weil als sein Lehrling könnte ich ihm jetzt die Fälle zum vollen Verkaufspreis verkaufen. Sprich, dass die Wolfsfälle dann 10 wert wären und so weiter und so fort. Okay. Dann mein guter Meister, mit dem muss ich jetzt auch noch eine Runde quacke. Quackel. Nee, das ist Brian. Harald, da hockt er noch im Pent. Wird Zeit aufzustehen, mein Lieber. Aber er hat mir ja angeboten, dass ich hier schlafen kann. Da bist du ja wieder. Ja, Allah. Da habe ich was. Ah, es wäre Kinderspiel sogar. So, Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. bitteschön. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Jo, das sieht doch gut aus. Dann klaue ich da noch ein bisschen was. Dankeschön, gibt auch 80. Sehr schön, sehr schön. Dann kann ich die Zeit auch noch mal kurz nutzen, um mein ganzes gesammeltes Fleisch aus der Wildnis nochmal Runde gut durchzubroten. Ja, es dauert sowieso, bis die ganze Herrschaft jetzt hier mal allmählich wach werden. Und ich denke, die Zeit ist allmählich, ach Kummer, obwohl ich die Blutkelche jetzt noch nicht habe, dass ich mich dem Miliz anschließe. Sofern dann die ganze Sache mit der Diebesgilde noch nicht unter Dach und Fach gebracht ist. Also ich meine, wenn ich mich dem Miliz anschließe, sollte ich noch die Option haben, dass ich die Diebesgilde nach wie vor noch fertig machen kann, beziehungsweise verrote kann, wo die sind. So. Weil die Sache mit der Blutkelche, das dauert ein Weilchen. Okay, ich wollte gerade sagen, das war noch nicht alles. Okay. Immer noch kräftig weiter mit dem Fleisch. Mann. Aber ich glaube, das mit der Diebesgilde geht sowieso. Weil ich muss ja für die Blutkelche ins Rathaus rein. Und dazu muss ich eine Gilde arg hören. So. Und wenn ich die Diebesgilde fertig gemacht habe, kann ich auch noch zu ihrem Geheimversteck, wo sie ihr Beute lagern. Ich weiß mittlerweile auch wieder, wo das ist. Ist eigentlich nicht so übersehe, das Ganze. Das ist die Insel, die Claire-Insel, die man vom Hafenbecken, vom Hafenviertel in Korinnes schon sehen kann. Da auf dem Womit denn? Gebiet haben die ihr Höhle, wo sie ihr ganze Schätze versteckt haben. So, da.
Harald ist mittlerweile auch schon wach. Okay. Ups, das wollte ich doch gar nicht. Das Krautpaket. Ja, den Krug in einen Zug. Händlerüberfall, Pipapo. Machen wir hier nochmal einen Speicherpunkt. Ist es Pablo? Ja. Warte Von mal. dem kann ich nämlich so einen Schlüsselklauer. Genau hier. Dreckiger Dieb, na warte! Deswegen ist es gut, dass ich gespeichert habe. Von dem kann ich nämlich den Schlüsselklauer. Und mit dem Schlüssel kann ich dann die Wachtürme flattern. Das sind auch ein paar sehr nützliche Sachen dabei. Warte mal. So, nochmal. Und? Dreckiger Dieb, na warte! Also nicht. Ups, jetzt habe ich den falschen Speicherstand geladen. So weit zurück katapultiere am Ende, an der Anfang von meiner Episode mag ich mich jetzt noch nicht. Dann würde man 20 Minuten aktiv Flöte gehen. So, Pablo. Hey, Warte mal. Ackermann, wart. So. Und? Dreckiger Dieb, na warte! Naja, so Kinderspiel kann es dann doch nicht sein, wie die mir hier vormachen von der Engine. Wahrscheinlich ist es einfach und nicht Kinderspiel. Okay, wie dem auch sei. Was haben wir da noch übrig? Piratenhandel, Händlerüberfall, Aufnahme bei der Miliz, Steintafeln. Oh Gott, der Harald ist immer mehr in die Engine reingerutscht. So, mit Vatras könnte ich eventuell noch sprechen. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren wird. Genau. So. Wegen der vermissten Leute. Wegen der vermissten Leute. Ja? So. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Die Bauern haben ebenfalls Angehörige verloren. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Das entführte Mädchen Lucia hat sich den Banditen nach ihrer Entführung angeschlossen. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Genau. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Gut. Mehr können wir dort derzeit auch nicht sagen. War aber ein schöner Zwischenbericht für Erfahrung. Dann... Steintafeln. Nö, was anderes kann ich doch nicht machen. Dann kann ich aber Fernando noch quatschen. Der feine Herr dürfte mittlerweile um 7:30 aus der Federn sein. Dann sprechen wir nämlich mal drauf an, dass wir sein Konterfei bei der Bandite gefunden haben. In Form von einem Brief. So. Da ist derzeit der Herr Gerbrand. Ne, das ist nur ein Bürger, der so aussieht. Gute Fernando ist... Na, ich probier's mal. Das kommt kein Wache arg stürmt. Okay. Das ist doch schon mal was. Ah, der pennt noch. Na gut, da wird's Zeit, ihn aus der Federn zu holen. Was suchst du? Was suchst du hier? Oh, Geh. okay. Na gut. Jo, Allah. Raus hier! Ist ja Ja, gut. raus mit dir! Geht doch. Gewitter erleid. Ich mag doch nur mit dem Kerl retten. So. Okay. Der lässt mich derzeit auch in Friede. Wird immer echt sein, dass der Typ aufwacht. So. Dann könnte man aber eventuell, wenn du jetzt Vencher los ist, könnte man gucken, dass wir bei Salandrill in dem Haus nebendran einen Bruch landen. Weil tagsüber sind hier tatsächlich etwas weniger Milizionäre. Der Typ guckt auch überhaupt nicht hier in die Richtung. Könnte man zumindest ausprobieren nochmal. So. Dann. Hier nochmal. Und. Na, wird's was? Ja? Sagt zumindest mal keiner, hey du, was schlägst du da rum? Also da passiert zumindest mal nichts. Oh, du pennt noch einer. Das ist irgendein Bürger. Dort müsste der Schlüssel sein, ne? So, genau, du liegt da. So. Ja, irgendwie muss ich ja dran kommen an das Ding. Ja, Truhenschlüssel. Gut. Dann könnte es sein, dass der Typ jetzt hoffentlich nicht so allzu bald aufwacht in den 10 Minuten. Die bis offizielle Wegzeit ist. Und... Schnell, schnell, Ja, Blutkelch und 150 Gold. schnell. Gerade noch so. Glück gehabt. Sehr gut. Okay. Die Wache ist auch zu blöd für alles. Wie gut, dass du nur Vollidioten eingesetzt sind, die schön aussehen in ihrer Rüstung, aber ja, von der Visage jetzt nicht unbedingt, aber die schön gekleidet sind, aber nicht wirklich was drauf haben. Das ist gut. Südele, Südele. Dann. Wacht der feine Herr Achmose allmählich auf.
Jesus, was für Geräusche. Und hier over. Könnte ich eventuell auch noch mal kurz reinglotzen. Weil ich habe ja schließlich in dem Bereich auch den Schalter getätigt. Könnte halt sein, dass hier jetzt der Geheimtür aufgegangen ist oder so. Na? Hier nicht. Gucken wir nochmal. Ups, wieder so ein Grafikfehler, so ein netter. Gucken wir doch einfach mal, wie es hier ausschaut. Und der Typ ist Animido. Aber hier ist nirgendwo ein Geheimgang aufgegangen. Okay, dann kann ich genauso gut auch den Spielstand nochmal laden. Das ist einfach nur verschwendet die Zeit. So. 8:02 Uhr. So allmählich müsste der Typ jetzt aber auch mal aufwachen. So. Ich glaube, mit dem Gärtner kann ich noch sprechen. Der Gärtner hat, glaube ich, auch noch irgendeinen... gehört auch zur Diebesgilde und hat was für uns. Bei dem kann ich dann, glaube ich, Kräuter kaufen oder so. Hier, bei dem. Genau. Du gehörst also dazu? Dann habe ich eine nützliche Information für dich. Einige der Häuser hier oben haben geheime Wände, die nur durch versteckte Schalter geöffnet werden können. Dahinter bewahren die Leute ihren wertvollen Krempel auf. Okay, gut. Ja gut, ich glaube Kräuter kann ich auch so bei dem kaufen, wenn ich ganz normal mit dem schwätz. Dann könnte man warnen. Ah ja, da ist er eigentlich, der feine Herr hier. So, mit wem redet er dann? Mit Herr Gerbrand, alles klar. So, ich speichere jetzt hier an der Stelle noch einmal. Und... So. Du hast Waffen an die Banditen verkauft. Aber wie kommst du denn auf sowas? Diese Liste mit Waren, die ich einem Banditen abgenommen habe, trägt deine Unterschrift. Die Schwerter, die die Banditen bei sich hatten, tragen deine Initialen. Du kannst es ruhig zugeben, ich habe dich enttarnt. Ich wollte das gar nicht. Das musst du mir glauben. Am Anfang war es nur Proviant, was sie von mir wollten. Meine Geschäfte liefen nicht so gut. Da habe ich mich darauf eingelassen. Später dann wurden sie immer aufdringlicher und drohten mich umzubringen, wenn ich ihnen nicht die Schwerter liefern würde, die sie haben wollten. Du armer Du Kerl. kannst mich nicht dafür verurteilen. Ich bin ein Opfer der Umstände. Ach, du armer Kerl, ja. So, mal hier. Was zahlst du, wenn ich dich laufen lasse? Du weißt doch, wie es um mich bestellt ist. Ich kann dir nicht viel geben. Ich gebe dir 200 Goldmünzen und einen wertvollen Ring. Das muss dir reichen. Krieg ich jetzt das belastende Material von dir? Vor allem wie gut, dass der Typ da nebendran noch als Zeuge steht. Dann hier. Von mir aus, abgemacht. Gut. Und den Ring. So, das war jetzt bla bla bla. Jetzt will ich einfach mal wissen, was der mir gibt, ob das lukrativ ist. Nee, das war überhaupt nicht lukrativ. Das ist absoluter Müll. Also dich verpfeife ich definitiv, mein Lieber. So Waffenhändler für Bandite können wir nicht gebrauchen. Der hier feine Herrelewe macht und Du hast Waffen an die heimlich Banditen Bandite unterstützt. Diese Liste, die Bla 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 bla. Später, du kannst... Bla bla. Erstmal hier. Mir kommen die Tränen. Aber für jemanden, der im oberen Viertel lebt, bist du ziemlich widerwärtig. Für ein paar Goldstücke verkaufst du deine Seele. Ich habe meine Kosten zu decken. Wenn ich nicht flüssig bin, werfen sie mich dem Mob aus dem Hafenviertel zum Fraß vor. Ach Gott, wie schlimm. Ach Gott. Die Miliz wird sich mit dir befassen. Das kannst du nicht machen. Na dann pass mal auf, wie ich das kann. Bei Innos. Ich bin ruiniert. Ja. Dich verpetze ich definitiv, mein Lieber. So, das kann dann halt zwar sein, dass mich irgendwelche Schläger von solche reiche Typen heimsuchen, aber so what. So, dann haben wir hier nochmal einen Speicherstand. Und probieren es jetzt nochmal mittels Schlafspruchroller den Typ umzunieten. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Schlaf, haben wir ja. Schlaf, Richter, Schlaf. Oh, wir scheinen wohl magieresistent zu sein, ha? Sieht nicht so gut aus für mich. Nochmal. Nee, sieht echt nicht so gut aus für mich. Schade. Okay. Dann kann ich nichts anderes mehr machen. Dem Richter muss ich den Schlüssel abluchsen. Das geht nur durch Taschendiebstahl, oder dafür bin ich nicht geschickt genug. Bei Valentino finde ich derzeit der Geheimgang nicht, der Zugang. Und zum Rathaus muss ich die Miliz hören. Dann
Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Und zwar gehe ich jetzt zu der Miliz und lass mich mal endlich hier in den Milizionärstand erheben. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. So. Das können wir vielleicht heute noch machen. Das wird dann zwar etwas länger, aber ich denke, das können wir durchaus noch machen. Sodala. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Das könnt ihr euch, wie gesagt, merken, den Spruch. Der kommt, glaube ich, ganz am Ende nochmal vor, in einem bestimmten Zusammenhang. So, Hakon. Das ist ja interessant. Hier. Zeig mir. Bla bla. Irgendwer muss die Harnisch-Amulett, Schutz vor Waffen. Könnte man eventuell auch ganz gut gebrauchen, das Ding. So. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das können wir sogar derzeit eher gebrauchen als dieses Lebenskraft-Amulett. So. Aber das behalten wir auf jeden Fall mal. Hey, Jora. Was hat der nochmal gehabt? Zeig mir. Ah ne, der hat nur Käse gehabt. Eichenhaut. Das ist doch kein Können wir gerade Geheimnis nicht mehr. gebrauchen. Bei dem Kasper können wir noch ein paar Tränke kaufen. Ich habe was anderes gehört. So. Die holen wir uns auf jeden Fall. Zauber lassen wir erstmal gut sein. Die können aber durchaus nützlich sein, wie wir ja schon gesehen haben. Seudela. Dann ab zur Miliz. Und ich denke, es wird Zeit. Erstens mal unseren Kumpel zu verpetzen und dann schauen wir mal weiter. So. Beweise habe ich ja auch Eisstecke in der Tasche. So, Lord André. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Nett? Hallo? Ich bin bereit, mich dem Miliz... hallo? Warum kann ich das dann nicht dem Miliz verrote? Warte mal. Moment, erfüllte Mission. Banditenüberfälle. Nee, das habe ich schon. Hä? Merkwürdig. Das ist merkwürdig, aber na gut. Schließ mich jetzt trotzdem mal hier an. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Dann Der Schmied. Hatten wir schon. Wenn du Das haben wir ja alles schon gehört. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Dann soll es so sein. Willkommen bei der Miliz. Hier hast du deine Rüstung. Trage sie mit Stolz und Würde. Sehr schön. Hier. Bekomme ich auch eine Waffe? Natürlich. Peck kümmert sich für gewöhnlich darum. Dabei fällt mir ein, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Finde heraus, wo er steckt und bring ihn her. Okay. Dann soll er dir eine Waffe geben. Und wenn du schlafen willst, dann kannst du dich in eins der freien Betten in der Schlafbaracke legen. Gut. Dann, hier. Kann ich jetzt endlich zu Lord Hagen? Du stehst jetzt im Dienst der Paladine. Sie werden dich vorlassen. Aber du solltest ihm besser etwas sehr Wichtiges zu sagen haben. Keine Angst, das habe ich. Gut. Denk daran, dass du vor den obersten Paladin trittst. Benimm dich entsprechend. Du vertrittst jetzt nicht nur dich, sondern die gesamte Miliz. Okay. Dann hier. Hast du eine Aufgabe für mich? In letzter Zeit nimmt der Verkauf von Sumpfkraut in der Stadt zu. Genau. Wir können es uns nicht leisten, dass sich das Zeug verbreitet. Sonst fangen hier alle noch an zu rauchen und sind nicht mehr in der Lage zu arbeiten, geschweige denn eine Waffe zu halten. Vor allem jetzt, da die Gefahr durch einen möglichen Angriff der Orks oder Söldner besteht. Ich vermute, dass die Söldner dahinter stecken. Jo. Ich wette, sie bringen das Zeug in die Stadt. Das war Was aber ist nicht zu tun? gewollt. Mortis, einer unserer Männer, hat in der Hafenkneipe aufgeschnappt, dass irgendwo am Hafen ein Paket mit Sumpfkraut angekommen ist. Habe ich schon. Sieh dich dort mal um und bringe mir das Paket. Gut, hier. Wegen dem Paket. Hast du es gefunden? Habe ich schon, ja. Hier bitte. Ja, hier ist es. Gute Arbeit. Das Kraut werden wir sicher verwahren. Hier ist dein Sold. Ja, das rachen sie dann selber. 200 gibt's dann Hast du noch dafür. einen Job für mich? Du hast das Paket mit dem Sumpfkraut aus dem Verkehr gezogen. Gut. Aber ich will wissen, wer das Zeug unter die Leute bringt. Okay, Mortis. Muss ich Es muss sprechen. irgendjemand im Hafenviertel sein. Würde jemand von außerhalb regelmäßig in die Stadt kommen, wäre er längst aufgefallen. Was genau soll ich tun? Finde den Verkäufer und bringe ihn dazu, dir Kraut zu verkaufen. Okay. Das wird nicht einfach, aber sonst können wir ihn nicht festnehmen. Sprich mit Mortis, er kennt sich im Hafenviertel aus. Vielleicht kann er dir helfen. Alle hopp.
Hast du eine andere Aufgabe für mich? Ja. Lobart, der Rübenbauer, hat Probleme auf seinen Feldern. Wenn wir ihm helfen, wird das sein Verhältnis zur Stadt festigen. Okay. Also geh zu ihm und schau, was da los ist. Gut. Dann... So. Was ist mit den Familien? Was soll damit sein? Wollen wir nicht versuchen, sie zu finden? Ich habe von Lord Hagen das mit Bla 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 bla. Lass mal, was muss sein. Dann jetzt vielleicht nochmal? Nö. Fernando kann ich ja offensichtlich nicht verpetzen. Na gut, so. Gut, dann ziehe ich mich mal kurz um. Jetzt habe ich ja wenigstens was Gescheites. Milizgürtel habe ich ja dann hier. So, Bürgerkleidung, Lederrüstung 25, 20, 5, 40, 40. So, Schutz vor Feuer bietet mir das nicht. Aber jetzt habe ich was richtig Schönes und kann das hier in der Kombination auch nochmal ausrüsten. Dann bin ich nochmal besser geschützt. So, jetzt habe ich Schutz vor Waffen und Geschossen 60 und 50, Schutz vor Drachenfeuer 8 und Schutz vor Magie 5. So, dann würde ich jetzt sagen, ihr liebe Leute, ich mache genau hier meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, jetzt wo wir zur Miliz gehören. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.